Das ist Rubrik 3 im Katalog zu finden auf Seite 109, wenn Sie mitlesen möchten. Es geht um Hengste bis 12 Jahre. Das heißt Hengste, die ein Alter von bis zu 12 Jahren erreicht haben. Jürre 495, der Hengst Jürre 495 steht im Katalog in dieser Rubrik, obwohl er mittlerweile 13 ist. Das ist leider ein Druckfehler. Wir werden also Jürre 495 nicht jetzt in dieser Rubrik sehen, sondern später in Rubrik 2 mit den anderen Hengsten, die das 13. Lebensjahr bereits erreicht haben. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler. Wie gesagt, in Ihrem Katalog steht Jürre 495 in der Rubrik 3, er gehört aber in die Rubrik 2. Mittlerweile sehen wir den ersten Hengst der Rubrik 3, Meinte 490, ein Sportelite AA-Hengst, 12 Jahre jung. Züchter ist JMW Cent in Nettedam, Besitzer A. Thomassen in Lünzeren. Ein Sohn von Beat 411, ebenfalls Nachkomme von Sternpräferent Anton 343 und Sternpräferent Jelma 297 aus Stamm 15. Im Herbst 2015 zugelassen worden. Er reitet den Lichte Tour Prix Saint-Georges in den Vereinigten Staaten. Das ist ein internationaler Dressurwettbewerb. Meinte 490 ist in 2015 zugelassen worden. Er war auffallend, ist immer noch auffallend korrekt gebaut und vor allem in seinen Tests hat er sich als echter Allrounder bewiesen. In allen 3 Disziplinen hat er ein Resultat von über 80 Punkten oder gegen die 80 Punkte erreicht. Er hat mit diesem Resultat seine beiden Brüder gleicher Eltern in der zentralen Untersuchung übertroffen und einen Strich, die es nicht geschafft haben, das Ende dieser zentralen Untersuchung zu erreichen. Trotzdem sehen wir natürlich, dass seine Mutter, Bauke C., eine sehr gute Zuchtstute ist. Auf der Hengstenkürung von 2022 wurde diese Präferentenleistungsstute zum Pferd des Jahres 2021 ausgerufen. Meinte 94, der Züchter von Meinte 490 ist auch noch Züchter des Jahres geworden in 2021 und das ist natürlich eine sehr untypische, nicht sehr oft vorkommende Kombination. Meinte es 2022 hat er auch seine Nachkommensprüfung abgeschlossen. Er hat 3 Kronstuten, 2 Sportpferde und 7 Triple-A-Nachkommen gezeugt. Er steht bei den Gebrüdern von Mahnen in Ede und ist Meinte 490. Sie werden wieder so gut präsentiert hier, meine Damen und Herren, diese schönen Hengste, hervorragend vorbereitet auch auf dieses Event. Und wir sehen noch einmal Meinte 490. Dann betritt jetzt Markus 491 die Bahn, ein Triple-A-Hengst. 2016 allgemeiner Reserve-Champion und Meister der jungen Hengste geworden. Bei der Hengstekörung von 2019 wieder Reservemeister der jungen Hengste und Reservemeister in der allgemeinen Meisterschaft. 12 Jahre alt, gezüchtet von der Familie van der Werf in Sondel, im Besitz von H. Eppinger in Aude-Mierdem. Ein Sohn von Maurits 438 und Nachkomme von Sternpräferenten Leistungshengst Onne 376 und Sternpräferentin Christ 358 aus dem Stamm 112. Zugelassen im Herbst 2015, reitet in der Z1 Dressur
in der L-Klasse des Fahrsports und in der, im Anfängerwettbewerb in der Chauffeur-Klasse. Ein sehr rassentypischer Hengst, der in 2015 zugelassen worden ist und in allen 3 Disziplinen der zentralen Untersuchung mehr als 80 Punkte erreichen konnte. Markus 491 hat bereits 2020 eine Nachkommensprüfung abschließen können und ist vor allem ein sehr guter Vererber von Exterieurwerten und Merkmalen. Ein sehr schöner, rassentypischer, korrekter Bau, den wir auch in seinen Nachkommen sehen, wodurch Markus mittlerweile einen Sternprozentsatz von 54 erreicht hat. 54% seiner Nachkommen werden Sterne. Außerdem werden seine Nachkommen gekennzeichnet durch einen sehr angenehmen und vertrauenswürdigen Charakter. Mittlerweile kann er auf 12 Kronstuten und 4 Pfade mit Triple-A-Prädikat unter seinen Kindern zurückblicken. Der Hengst steht in der Deckstation Gasteland in Oude-Mierdum. Da ist er nochmal in der Körung der Hengstmeisterschaft. Markus 491. Hengst met heel veel fans is onderweg. Ein Hengst mit sehr viel Fans ist auf dem Weg auf die Bahn. Wir sehen Nane 492, Sport Triple A Hengst, Vizemeister der jungen Hengste in der Hengstenkörung von 2016 sowie 2017, allgemeiner Reserve oder Vizemeister während der Hengstenkörung von 2017, Vizemeister der jungen Hengste und Vizemeister der allgemeinen Meisterschaft der Hengstenkörung 2020. Vizemeister der älteren Hengste während der Hengstenkörung 2021, Meister der Hengste vom Schees 2022 und auch noch Sieger in der Silver Bowl sowie Pferd des Jahres 2022, Nane 492, 12 Jahre jung, gezüchtet von T. Jongsma in Borne-Berchem, im Besitz von G.A. Baumer in Aldeborn, ein Sohn von Wiemer 461 sowie Nachkomme von Stern Brandus 345 und Stern Tame 276 aus dem Stamm 8, zugelassen im Herbst 2015. Wir finden Nane in der Dressur Z2-Klasse. Er hat bereits 2016 den Pavo Friso-Pokal im Fahren gewinnen können. Im Jahr 2018 war er der KFPS-Champion in der Newcomer-Klasse im Fahren. 2017, 2018 hat er die KFPS-Sportwettbewerbe im Showfahren gewinnen können. Und 2019 hat er den Provincie Friesland-Preis gewinnen können. Nane 492 ist seit 2015 Zuchthengst und hat vor allem wegen seiner hervorragenden und beispiellosen Einstellung und Haltung große oder viele Punkte einfahren können. Er hat 88,5 als Fahrpferd eingefahren, 88 Punkte als Showfahrpferd und ist ein absoluter Spitzenreiter in Tests. In der zentralen Untersuchung von 2015
hat er das alles sehen lassen. 2020 wurde Nane 492 definitiv auch mit allen Nachkommen positiv geprüft. Die verschiedenen Eignungstests haben sehen lassen, dass Nachkommen von Nane auch wieder durch ihre Haltung und ihre Einstellung zu verschiedenen Aufgaben aufgefallen sind. Im Sport sind viele von Nanes Nachkommen auch sehr aktiv und erfolgreich. Außerdem hat er 3 Kronstuten gezeugt, 4 Sportpferde und 11 AAA-Nachkommen. 2021 sind 2 seiner Söhne auch zugelassen worden, nämlich Herre 524 und Josse 526. Und letztes Jahr ist auch noch Elger 536 zugelassen worden. Das sind also 3 zugelassene Söhne für Nane 492. Der Hengst steht auf der Deckstation Henswoude in Oldeborn. Ein Phänomen, ein großartiger Hengst, Nane 492. Das Pferd des Jahres 2022, eine solche Ehre. Lassen Sie ihn wissen, wie besonders er ist, Nane 492. Ja, dan staat in de kanaalhuis Durren, hetzelfde is een jaartje ouder, gaan naar groep 2. Prachtige inkomst van Hengsten Menne. Ja, wie gesagt, dann steht in Ihrem Katalog jetzt als nächstes Pferd Jure 495. Der ist aber, wie gesagt, ein Jahr älter als die Hengste in dieser Rubrik. Unsere Entschuldigung für diesen kleinen Fauxpas. Wir machen also weiter mit der Nummer 496, Menne 496, Doppel-A Sportprädikat. Im Jahr 2018 sowohl bei den jungen Hengsten als auch in der allgemeinen Meisterschaft Vizemeister geworden, 12 Jahre alt. Gezüchtet von H. de Hoek in Drachtster Kompanie, im Besitz von T. de Boer in Sint-Johannesra. Sohn von Norbert 444, Nachkomme des Sternpräferenten AAA Beat 411 und des Sternpräferenten Nikle 309 aus Stamm 28. Zugelassen im Herbst 2016, reitet in der Z2 Dressur. Menne kommt aus derselben Dressur wie der Grand Prix Dressurhengst Ilke 382. Mennes Großmutter ist eine vollständige Schwester von Ilke. Und er kommt darum aus einer sehr, sehr, sehr nachhaltigen sportlichen Mutterlinie. Menne ist auffallend korrekt gebaut und hat während seiner zentralen Untersuchung in allen 3 Disziplinen gegen die 80 Punkte, knappe 80 Punkte erreicht. Vor allem sein Galopp ist damals aufgefallen, denn er ist sehr schön. Außerdem ist Menne 496 ein ausgesprochen freundlicher Hengst. Menne hat in seinen ersten 2 Jahrgängen von Nachkommen hohe Prozentsätze mit prämierten Fohlen zustande gebracht. Meine Entschuldigung, ich fange den Satz nochmal an. Menne hat mittlerweile verschiedene Nachkommen gezeugt und in seinen ersten Jahrgängen viele prämierte Fohlen hervorgebracht. Menne 406 ist außerdem 2022 definitiv auch in der Nachkommensprüfung zugelassen worden. Er hat eine Kronstute geliefert und 3 Nachkommen haben das AAA-Prädikat verdient. Außerdem ist mittlerweile auch in seinem ersten Jahrgang einer seiner Söhne zugelassen worden, nämlich Jorke 532, also auch ein Sohn im Stammbuch vertreten. Er steht im Stall von der Kadik in Sint-Johannesra und wir sehen Menne 496.
Balans erop, dames en heren. Perfect. Was für ein großartiges Pferd, meine Damen und Herren. Geben Sie noch mal alles für Männer 496. Diese Rubrik 3 wird Ihnen präsentiert von der Gemeinde der Stadt Leeuwarden. Die Stadt ist sehr stolz auf die Tatsache, dass sie seit so vielen Jahren bereits die Hengstenkörung und auch die verschiedenen Showabende hier veranstalten dürfen in ihrer Stadt in Leeuwarden. Und darum unterstützen sie auch mit Stolz dieses großartige Event. Außerdem hoffen sie natürlich, dass diese großartigen, prächtigen, schwarzen Perlen nach wie vor an jedem zweiten Samstag im Januar hier in Leeuwarden zu sehen sein werden. Sowohl nächstes Jahr als auch in langer Zukunft. Mittlerweile die Bahn betreten hat Tjebbe 500, Sport Triple A, Hengst 10 Jahre jung. Gezüchtet und im Besitz von Stallhouderij de Zadelhof in Breukelen, ein Sohn von Bartele 472 und Nachkomme von Stern, Dries 421 und Grundpräferenten Doppel A Tjak 328 aus Stamm 2, zugelassen im Herbst 2017. Er reitet in der Dressur Z1-Klasse. Tjebbe 500 ist im Dezember 2017 zugelassen worden, als erster Sohn von Bartele 472 und aus einem sehr guten Zuchtstamm, nämlich der Nummer 2. Er hat in der zentralen Untersuchung durch seine großartige Bewegungstechnik hervorragende Resultate erzielt und hat in allen 3 Disziplinen überzeugen können. Der erste Jahrgang seiner Söhne hat bei der ersten Besichtigung einen sehr guten Eindruck gemacht. Damit hat er relativ viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und letzten Endes ist sein Sohn Kees 531 mit sehr schönen Resultaten auch durch die zentrale Prüfung gekommen. Tjebbe 500 hat 4 Kronstuten geliefert und 4 Sterne mit einem Triple-A-Prädikat. Seine Nachkommensprüfung ist abgeschlossen und hat darum im Jahr 2023 dafür gesorgt, dass Tjebbe letztendlich und endgültig tatsächlich komplett zugelassen worden ist. Er startet in den Nieuwe Hövel in Lunteren. Sport Triple A, de Hengst Tjebbe 500. Wir verabschieden uns von Tjebbe 500 und begrüßen den nächsten Hengst.
Tide 501, Sport Triple A-Hengst, 10 Jahre jung, gezüchtet von Johann Onderdijk in Zwolle, im Besitz des Gestüts Bommelstein in Jaure, ein Sohn von Alwin 469 und einer Sträppreferentin aus Lodewijk 431, sowie Nachkomme des Sträppreferenten Tönnes 332 aus Stamm 8, zugelassen im Herbst 2017, reitet in der ZZ Leicht Dressurklasse. Tide 501 hat ein sehr schönes Jahr hinter sich. Mit Nick 538 und Martinus 539 sind zwei seiner Söhne zugelassen worden. Das sind auch die ersten Söhne, die zugelassen worden sind. Tide 501 ist selbst der erste zugelassene Sohn des Exterieur-Champions Alwin 469. Selbst ist Tide auch durch sein sehr schönes Exterieur und Aussehen auffallend. Außerdem hat er sich sehr positiv in der zentralen Untersuchung sehen lassen. Vor allem der gute Gebrauch seines Hinterbeins hat ihn da zu einem kleinen Star gemacht. Die Fohlen von Tide 501 sind zu 45% bekront mit verschiedenen ersten Prämien. Und die dreijährigen Sterne sind mittlerweile ein Prozentsatz von 69. 69% seiner Nachkommen sind zum Sternprädikat erklärt worden. Tide ist also ein sehr guter Vater und darum ist seine Nachkommensprüfung 2022 auch endgültig abgeschlossen und sehr positiv ausgefallen, wie sich das sicher vorstellen können. Mittlerweile hat er 9 Kronstuten gezeugt und 6 seiner Nachkommen haben das Triple A-Prädikat erhalten. Er steht in de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Insgesamt sehen wir in dieser Rubrik 9 Hengste. Wir sind im Moment bei Tide 501, dem 6. von diesen 9 Hengsten. Und wie bereits gesagt, wird Ihnen diese Rubrik präsentiert von der Stadt Leeuwarden, die sehr stolz ist, dieses Event ausrichten zu dürfen. Und sich sehr freut, dass sämtliche Perlen der schwarzen Friesenpferde jedes Jahr am 2. Januar nach Leeuwarden kommen. Sport Triple A Hengst Tide 501. Thiemen 503 betritt die Bahn. Sportelite Triple A Hengst ist letztes Jahr der Vizemeister der älteren Hengste geworden. 10 Jahre jung, gezüchtet von GGF van Dijkhuizen in Oosterzee, im Besitz von den Brüdern von Maanen und H. Eppinger in Ede. Thiemen ist ein Sohn von Tjalle 454 aus der Kronstute Sport A von Haremen 424 und ein Nachkomme des Sternpräferenten Sape 381 im Stamm 70.
Zugelassen im Herbst 2017, reitet die leichte Tour in der Dressur. Timon ist ein richtiger Familienvater. Sowohl sein Vater Challe als auch seine Mutter Escoa kommen aus derselben Field-Sicht-Stutenlinie, die beim Präferentin Lisebeth, der Mutter des Präferenten Feize 293, zusammenlaufen. Der sehr schöne Timon hat während der zentralen Untersuchung in allen 3 Disziplinen hohe Resultate erzielt, vor allem die 86 Punkte für den Fahrtest fallen dabei auf. Er tritt eindeutig in die Fußstapfen seines Vaters Challe 454. 2020 ist Timon 503 der Hengst mit den meisten prämierten Fohlen gewesen und in den letzten Jahren hat er für die erste Besichtigung sehr viele Söhne geliefert. Es bleibt abzuwarten, ob einer dieser Söhne auch zugelassen wird. Auf jeden Fall kann Timon 503 bereits auf 3 Kronstuten und 4 Nachkommen mit Triple-A-Score zurückschauen. Er steht bei den Gebrüdern von Maan in Ede und gelegentlich auch auf der Deckstation Gastelons in Oude-Midrum. Ein beeindruckender Hengst, meine Damen und Herren. Timon 503. Kijk, dus bij de binnenkomst staan zien het dansen in de baan in. Da kommt er tanzend auf die Bahn. Mathis 504. Ein Triple-A-Sport-Elite-Hengst, der 2020 Meister der jungen Hengste geworden ist und auch noch die allgemeine Meisterschaft einfahren konnte. Er ist 12 Jahre jung, gezüchtet von Stan Derksen in Osterhaus, der KFPS Junge Züchter des Jahres 2018, im Besitz der Gebrüder van Maanen in Ede. Ein Sohn von Norbert 444 und Nachkomme von Sternpräferentin Beat 411 sowie Christ 358 aus dem Stamm 15. Zugelassen im Herbst 2018, reitet die intermediäre 1-Klasse in der Dressur und die limitierte Klasse im Showfahren. Mathis ist als 6-jähriger Hengst zugelassen worden und hat im letzten Dezember seine Nachkommensprüfung positiv abgeschlossen. In der zentralen Untersuchung hat er unter dem Sattel die großartigen Resultate von 86 Punkten erreicht. Er hat dabei sehr viel Talent für die schwereren Aspekte des Dressursports gezeigt. Vor allem die Qualität im Galopp mit einer 8,5 beurteilt ist da sehr ins Auge gefallen. 2022 hat Mathis sein Comeback im Dressursport gemacht, zusammen mit Corinna van den Buns. Und sie sind
letzten Jahr sogar im Grand Prix geritten. Im ersten Jahr der dreijährigen Nachkommen konnten 14 Stuten ein Sternprädikat erhalten und 17 Söhne. In den Tests haben 2 Nachkommen ein Triple-A-Prädikat erhalten und 8 Pferde einen Doppel-A-Prädikat. Das Pferd steht bei den Brüdern von Mahne in Ede. Vier seiner Söhne sind gestern auf die dritte Besichtigung in die Vorreittage eingeladen worden. 6 Söhne haben sich vorgestellt, 4 haben es also geschafft. Von den Söhnen von Mattis 504. Mattis 504. Nochmal, der Rubriksponsor ist die Stadt Leeuwarden. Aber jetzt betritt der letzte Hengst dieser Rubrik die Bahn Tön 505. Ein Sport-Triple-A-Hengst. 2021 der Champion, der Meister der jungen Hengste gewesen und Vizemeister der jungen Hengste im Jahr 2022. 10 Jahre jung, gezüchtet von B. Vilthuysen in Pütten, im Besitz von T. de Boer in Sint-Johannesra. Ein Sohn von Bartele 472 und Nachkomme von der Rindert 406 und Farbe 348 aus dem Stamm 50. Zugelassen im Herbst 2018. Er reitet in der leichten Tour Dressur und in der M-Klasse im Fahrsport. Tön ist der zweite zugelassene Sohn von Bartele 472 aus dem famosen Namke-Stamm und kommt aus der gleichen Linie wie die einflussreiche Stute Setzke F, die unter anderem Mutter von Präferent Beat 411 ist. Tön hat einen sehr guten Eindruck bei den verschiedenen Tests hinterlassen. In allen 3 Disziplinen hat er Resultate von weit über 80 Punkten erreicht. Und vor allem angespannt ist er ganz in seinem Element, was auch an den 86,5 Punkten zu sehen ist. Seine Nachkommensprüfung ist mit Glanz und Gloria bestanden worden. Er hat sehr schöne Nachkommen, wovon den 7 mittlerweile Triple-A-Score einheimsen konnten. Seit 2023 ist dann die Zulassung auch definitiv geworden. Im ersten Jahrgang hat er 2 Söhne geliefert, die auch tatsächlich zugelassen worden sind als Zuchthengste, nämlich Mürk 540 und Manz 543. Und eine seiner Töchter hat das Kronprädikat entgegennehmen dürfen. Bei den Frisian Talent Cups am letzten Donnerstagmorgen ist Tön 505 mit 5 verschiedenen Nachkommen vertreten gewesen, 4 Stuten und ein Hengst. Er steht im Stall von de Kadik in Sint-Johannesra.
Der letzte Hengst dieser Rubrik, Tön 505. Dann werden wir auch jetzt wieder alle Hengste zurück auf die Bahn holen und sie nach Einsicht der Jury aufstellen. Prachtige binnenkomst van de KFPS-stamboekhengsten eens per jaar te zien. So ein schöner Tag hier heute. Einmal im Jahr sehen wir alle KFPS-Stammbuchhengste gleichzeitig und nämlich heute am zweiten Samstag im Januar. Ein sehr besonderer Moment für uns und sicherlich auch für die Jury. Hier komt een geweldig kapitaal binnen, dat kan ik verzekeren. Qualität, die hier die Bahn betritt, das kann ich Ihnen versichern. Diese Rubrik wird Ihnen präsentiert und wird gesponsert von der sehr stolzen Stadt Leeuwarden, die begeistert ist, dass sie jedes Jahr am zweiten Samstag sämtliche Stammbuchhengste des KFPS hier an Sie präsentieren darf und dass auch in den Vortagen die Körung sowie alle Abendshows hier stattfinden dürfen. Die Stadt Leeuwarden hofft, dass das auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so sein darf. Nane darf noch eben ein bisschen weiter nach vorne laufen. Menne darf sich eben zu mir gesellen. Markus auch einmal zu mir, bitte. Markus vor Menne, bitte. Tjebe einmal zu mir. Vor Tön. Tjebe vor Tön. Lasst euch Zeit und Ruhe.
Team even deze kant op. Thiemen zu mir. Even achteraan aansluiten. De aansluiten weer achteraan, hè? Dus niet te ver van elkaar af. Wir stehen noch nicht ganz richtig. Twee mensen proberen een beetje aansluiten, jongens, een beetje Ein wenig den Anschluss finden und halten, bitte. maar 1 keer per jaar. Wir genießen auch, wir sind nur einmal im Jahr hier. Hebben jullie het gezellig allemaal? Hier Tribüne, habt ihr Spaß? Ist gut? Ja, gut. Is de volgorde al goed? So, eben gucken, stimmt die Reihenfolge? Nee? Die Tribüne sagt nein. Weet niet. Maar het zit hier heeft het al weer gedaan. We zijn even aansluiten, hè? Door. Anschließen, anschließen, anschließen. Wat even koffie man, hè? Altijd weer een beetje spanning meenhouden. Bleibt spannend. Stop eens even. Einmal stehen bleiben. Oh ja. Oei, oei, oei. Kijk, als het standbeeld zo mooi staat op de borgen. Steht so schön hier. Achteraan. En als ik de tijd nog even oplaat, dan kom ik dan wel zelf alweer deze kant op. Dann stand er ganz am Ende, aber wenn wir hier einfach noch ein bisschen stehen bleiben, dann kommt der Rest ganz von alleine dazu und schließt sich an und dann steht er hier auf dem ersten Platz. Und dann dürfen Sie in der Reihenfolge noch eine halbe Runde laufen. Ich gehe zurück zur Jury und frage, ob es tatsächlich die richtige Reihenfolge ist und ob das auch alles so bleibt. Und dann stellen wir die Pferde auf und hören die Resultate. Und das ist unsere Reihenfolge. Die Jury will keine Veränderungen mehr anbringen. Verleden wordt de gemeente Leeuwarden, Sophie Leemans, namens Jong KFPS en Sabine. Sophie Leemans wird die Preise austeilen von der jungen KFPS-Organisation und Sabine, unsere Juryvorsitzende, gibt wieder Erklärung. Wir haben natürlich wieder eine sehr schöne Rubrik gesehen. Es war sehr schwierig für uns, Plätze auszuteilen, weil sie natürlich alle großartige Hengste sind und sehr schön auch gebaut sind. Wir haben trotzdem letzten Endes diese Reihenfolge festgestellt. Thiemen 503 auf der Top-Position. So ein schöner, gleichmäßig gebauter Hengst, der noch sehr viel Jugend ausstrahlt. Eventuell nicht der beste Schritt, aber so ein schöner Trab, großartiger Schwebemoment und kommt sehr gut vom Boden. Thiemen 503 in der Spitzenposition. Ein sehr schöner zweiter Platz für Meinte 490. Sehr viel Behang, sehr gleichmäßig gebaut. Fiel auf durch einen sehr guten, körperlich vollständig eingebauten Schritt. Und darum also den zweiten Platz für Meinte 490. Nane 492 hier auf dem dritten Platz. Quasi eine Ikone. Aber auch Nane behält seine Jugendhaftigkeit bei. Ein schöner Schritt. Ein großartiger Vorderbeingebrauch im Trab und darum der dritte Platz für Nane 492. Tide 501, schön zu sehen, ein sehr großartiger Hengst mit großartigen Linien, schöne Schulterpartie, sehr viel Behang. Er könnte etwas raumgreifender im Schritt sein, sehr guter, korrekter Trab und eine gute Platzierung für Tide 501. Dann sind wir bei Ties. Ein langer Hals, starkes Beinwerk, ein guter raumgreifender Schritt, sehr guter Hinterbeingebrauch, schönes Vorderbein,
Er muss es nur noch in Balance bekommen. Und darum dieser 5. Platz für Matisse 504. Tjebbe 500. Habe ich schon öfter gesagt in dieser Rubrik. Die Pferde werden älter, aber sie scheinen immer jünger zu werden. So viel Jugendhaftigkeit auch noch bei Tjebbe. Ein sehr schöner Kopf, guter Schritt, ein schöner anschließender Schritt. Und im Trab viel Schwebemoment. Nicht ganz in Balance heute, aber darum ein schöner 6. Platz für Tjebbe 500. Dann kommen wir zu Teun 505. Wir haben vorhin noch in der Jury untereinander gesagt, wenn wir selber ein Pferd basteln würden, dann würde es so aussehen wie Teun 505. Großartig gebaut, dieses Pferd. Und ein sehr schöner 7. Platz für Teun 505. Markus 491. Eine starke Oberlinie, sehr positive, schöne Haltung, steht im Schritt sehr aktiv. Er hat heute die Balance nicht ganz gefunden im Trab. Markus 491. Und am Schluss der stark gebaute Menne 496. Ein sehr schönes Rechteckformat. Raumgreifender Schritt. Und heute eventuell etwas mehr Schnelligkeit und Tempo im Trab gebrauchen hätte können. Ein sehr schöner Platz für Menne 496. Wir nehmen mit in die Meisterschaft. 2 oder noch mehr? Wir nehmen mit Thiemen 503. Wir nehmen mit Meinte 490. N und? Ich war noch nicht fertig. Wir nehmen auch Nane mit in die Meisterschaft. Auch Nane 492 darf mit in die Meisterschaft. 3 Hengste also aus dieser Rubrik werden wir mitnehmen in die Meisterschaftskörung. Aber gewonnen in dieser Rubrik hat Thiemen 503. Meinte 490 auf dem 2. Platz. Sisan Nane 492. Schiede 501. Matisse 504. Tjebbe 500. Teun 505. Markus 491 und Menne 496. Ja, die Hengstkörung. Immer schön zu sehen, dass sich auch die Jury nicht direkt entscheiden kann und dann statt der 2 normalerweise mitgenommenen Hengste doch noch den 3. mitnimmt, weil die Qualität so gut ist. Ich erteile das Wort unserem momentanen Vorsitzenden Hendrik Postma, dem Intermediate.